Es geht weiter, stets heiter. Auch endlich mal wieder mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, es ist lange her seit der letzten Folge. Für euch glaube ich jetzt, muss kurz überlegen, 2, 3 Wochen maximal der letzten Folge. Bei mir sind es etwa 3 Monate her tatsächlich. Ja, meine Folge 100 war doch eigentlich dabei relativ, was heißt relativ, es war ziemlich spannend. Dann schon mit dem Masterschwert, das jetzt hier in Händen halten, ne? Also endlich hingekriegt haben, das zu uns zu holen mit der ganzen Sache drumherum und sogar upgradet haben. Ne? Man kann das Teil ja auch synchronisieren, obwohl ich zum Teil, je nachdem, wie ich dann darüber fahre mit der Kamera, immer das Gefühl habe, es wird jeden Moment auseinanderbrechen. Hier zum Beispiel sieht man, keine Ahnung, was das sein soll. Das will nur daher kommen, als halt fusioniert ist quasi, oder es einen anderen Hintergrund hat. Naja, egal. Ihr seht, ich bin an einem anderen Ort als beim letzten Mal. Ich hatte, glaube ich, angekündigt gehabt, dass ich eben ein bisschen mich umgucken will. Dass ich gerade zum Teil ein bisschen farmen möchte. Ich muss zugeben, ich habe keinen Plan mehr, ob ich irgendwas gefarmt habe oder nicht. Gewisse Items aber das Gefühl sind ein bisschen mehr geworden, andere eher weniger, oder beziehungsweise was weniger. Weniger geworden ist eher ein bisschen schwierig. Und das hat andere kaum abgegradet habe. Die habe ich ein bisschen was gemacht, genau. Und wieder zugeben muss, dass ich ja trotz allem noch auf der Version 1.1.1 zocke, sprich ich kann ihn noch duplizieren. Im altbekannten Glitch, den ich auch weiterhin für solche Dinge gerne noch nutzen möchte. So, warum stehe ich jetzt hier oben? Ne? Das hat natürlich seinen Grund. Zum einen wollte ich eigentlich ein paar Feen holen, die aber gar nicht mehr da sind. Ich glaube, die kommen irgendwie alle, ein paar Zyklen kommen die erst nach, wa? Weil eben, ich habe das Spiel jetzt seit Wochen nicht mehr in der Konsole drin. Naja, wir sagen heute Blutmond. Ne, Gott sei Dank. Gut, was ist denn heute in der Folge los? Eigentlich, und ich hatte es auch schon vorbereitet so, hatte ich den Plan, unser scheiß Upgrade drauf auf dem Schwert. Eigentlich hatte ich geplant, das Reckengewand, oder sogar das neue Reckengewand, war? Neues Reckengewand, genau. Das Teil abzugraden. Jetzt ist es so. Ich weiß mittlerweile, wie das geht, das ist gar kein Thema. Ich brauche dafür aber den Weißdrachen oder Lichtdrachen, sprich ich brauche Zelda. Denn wie es so oft bei diesem Spiel oder auch bei Breath of the Wild der Fall ist, um auch Waffen zu upgraden, braucht man zum Teil halt Materialien von Drachen. Nicht vom Drachendrachen, sondern vom richtigen Drachen. Zum Beispiel hier Neidra-Schuppen, so haben wir, das eine schon mal, oder hier Weißdrachengestein. Das Problem ist, der Weißdrachengestein bringt uns gar nichts. Wir brauchen von Zelda, insofern brauchen wir Schuppen, wir brauchen Zähne und wir brauchen Klauen. Oder was? Schuppen, Zähne, Flügel. Irgendwie waren zumindest 3 Stück, die wir brauchen. Moment, kann man ganz kurz nachgucken, dass ich irgendwie einen Quatsch erzähle. Ich brauche. Oh, Lichtdrachen, Schuppe, wir brauchen Horn, Zahn und Klaue. Also wir brauchen relativ viel. So. Im Prinzip ist es kein Problem. Ich weiß, ja, eben, wie man die Teile von, sag jetzt mal, vom Lichtdrachen bekommt. Das kriegen wir soweit hin. Das Problem ist aber, ich muss erstmal einen Lichtdrachen finden. Haben natürlich in der letzten Folge nicht bedacht, wo wir plötzlich von Zelda abgesprungen sind. Und den zu finden, wenn du ihn unbedingt suchen willst, ist so ein Thema für sich, weil. Kann ich auf der Map zeigen. Wir haben ja mit Zelda sind es 4 Drachen aktuell, also mit Naidra und Dingsbums, den anderen beiden Drachen. Lustigerweise ist es so, dass du die anderen 3 Drachen kannst du theoretisch alles farmen, weil du weißt genau, zu der Zeit sind sie an der Stelle. Also dem Zeitpunkt sind sie hier und da. Das klappt. Bei Zelda, aka dem Weißdrachen oder Lichtdrachen, weißt du zwar die Route, die sie fliegt, aber du weißt nicht, zu welchem Zeitpunkt sie da ist. Da heißt theoretisch, kann es sein, irgendwie liegt irgendwie so ein seltsamer Kreis hier. Das kann sein, dass sie vielleicht heute um 18 Uhr hier durchfliegt und morgen vielleicht erst um 22 Uhr. Oder sogar erst übermorgen um 6 Uhr morgens oder so. Das heißt, das ist ein bisschen doof. Eigentlich müssen wir erstmal einen Drachen suchen. Dann ist es auch so, dass die Materialien. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich hätte gerne eine Schuppe. Okay, geht. Auf einen Schuppe irgendwie im Pfeil abschießen, dann habe ich die Schuppe. Aber wenn ich eine zweite Schuppe brauche, geht es nicht sofort aus, dass ich mir eine zweite Schuppe holen könnte. Nee, ich muss erstmal 10 bis 15 Minuten Ingame warten. Also quasi einfach
zum Beispiel auf dem Drachen draufstehen und warten, bis 10 Minuten vergangen sind. Moment, Entschuldigung, war falsch. Nicht 10 Minuten ingame, weil da wäre es relativ schnell. Nein, Real Life. 10 Minuten Real Life Time. Und dann kann ich mir eine Näseschuppe holen. So. Und ja, eben, ich weiß, ich brauche, glaube ich, 2 Stück von allem, damit das Regengewand komplett upgraden könnte. Und da das dann natürlich ein bisschen in die Zeit geht und ich natürlich auch die Wartezeiten so eigentlich cutten müsste, jetzt aber das Problem habe, dass ich jetzt ja eigentlich relativ schnell wieder neue Folgen uploaden sollte, weil sonst gibt es wieder irgendwie ein paar Tage, wo wir keine Folge haben. Weil ich keine Ahnung, wo Zelda ist, weil wir eigentlich ein bisschen durch die Gegend fliegen. Am besten natürlich hier mit dem Teil. Eventuell eine Option, aber die Route entgegengesetzt zu Zelda natürlich entgegenfliegen, weil sonst renne ich hier oder fliege ich hier hinterher. Entgegen wäre ein bisschen einfacher. Deswegen dachte ich mir, okay, gut, wir können mal die anderen Dinge zuerst noch machen. Ne? So, vielleicht 2, 3 Folgen was anderes machen und dann kümmern wir uns ums Upgrade vom Regengewand. War so meine Idee. Also, ich habe notiert, den Wald der Crocs, Sidequest und Schrein aktivieren. Ein paar haben wir aber sogar schon, genau, ein paar sind hier noch markiert. Und dann Reich der Zora oder Schreine parallel, dann Krieg und dann Todesberg, ne? Genau. Schreine müssen wir eh noch viel machen, leider. Und jetzt dachte ich mir tatsächlich, komm, ich mache hier noch ein paar Sidequests im Wald der Crocs, kann dabei noch ein paar Schreine aktivieren und dann machen wir, glaube ich, mal so 8 oder 12 Schreine einfach mal hintereinander. Sind hier noch viele einfach mal aktiviert, aber noch nicht gemacht, genau, auch hier. Wir haben planbar und währenddessen werden wir sich irgendwann mal Zelda am Himmel erblicken und können dann weitermachen. Tschung, tschung. So. Natürlich eben auch noch ein wichtiger Hinweis hier, es ist wie gesagt eine Weile her, das letzte Mal gezockt habe. Die Steuerung, das könnte wieder ein Problem werden. Ne, also nicht wundern, wenn ich plötzlich wieder zum Teil anstehe wie der letzte Honk. Oder wie der erste Zelda-Spieler überhaupt, ne? Ich meine, so Dinge, die kann ich noch. Das ist alles kein Problem. Dankeschön, Master-Schwert. Warte mal, denk mal machen, komm. Master-Schwert zerbrechen. So. Das Master-Schwert ruht und schöpft neue Kraft. Das ist ein Feature. Wo ich ganz ehrlich sein muss, bei Breath of the Wild hat es irgendwo Sinn gemacht. Zum Teil zumindest. Hier. Bei Tears of the Kingdom macht es 0 Sinn. Von der Story her. Ich verstehe es vom Prinzip vom Spiel. Weil alle anderen Waffen das Prinzip ja auch haben. Aber rein storytechnisch gesehen ist es der absolute Bullshit. Und ich wünschte, man könnte irgendwie etwas machen, damit das Marschwert nicht mehr zerbrechen würde. Ich wünschte, es würde irgendwie gehen. Und bitte, bitte auch an den lieben Entwickler beim nächsten Zelda-Spiel. Ja, mein Breath of the Wild, Tears of the Kingdom sind tolle Open-World-Games und so, alles geil. Aber bitte nicht mehr sowas, wo die Waffen zerbrechen. Bitte nicht mehr. Ich habe es zweimal gesehen, es reicht jetzt. Vor allem mit dem Masterschwerter. Bei solchen Waffen mache ich es überhaupt nicht. Wer der Held, hä? Okay, was hätte ich gerne? Man hätte genau nicht einen großen Wirbel gesehen. Mit Wasser. Wundersame Wirbel. Hä? Was ist denn das für ein Teil? Okay. Da muss man selber suchen, ja gut. Ich glaube, habe ich auch schon gesehen, war Wirbel im Wasser. Sogar irgendwo hier unten gewesen, am Hylia-See. Irgendwo. Es muss im See sein, weil mehr haben wir hier nicht. Hä? Doch, natürlich schon hier drüben, aber hier war es garantiert nicht, das wüsste ich noch. Ich glaube, habe ich irgendwo einmal den mal gesehen, aber fragen wir uns nicht mehr wo. Da bin ich tatsächlich überfragt, Freunde. Ja. Crocs haben Sorgen, bitte hilf ihnen. Ja, ist gut. Croc ist weg. Wo ist der Croc hin?
Ja gut, ja doch, er sagt, er soll den Dingen hier folgen, wa? Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Doch liegt einer davon. Zutritt verboten. Warum? Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Was? Worum geht's? Ohne dieses runde, grünliche Etwas. Okay. Baummonster, Knochenmonster, andere Sorten. Zutritt verboten? Oh nee. Ernsthaft? Schleichglöckler. Glöckchen. Was man natürlich auch noch ganz braucht, bevor ich es vergesse, für das Upgrade vom Reckengewand ist natürlich Prinzessin Enzian. Ich glaube. Ach, deswegen auch ein Himmelsinselloben. Genau, noch ein paar gefarmt, weil. Also brauchst die hier und dann brauchst du noch irgendwie ein anderes Kraut. Ich glaube sogar, es war Sonnenfleck, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir sehen es, wenn wir bei der großen Fee sind. Auf alle Fälle. Ich glaube, so plus 60 rum braucht man, aber Prinzessin Enzian findest du sowieso überall. Und vor allem hier auf der, du warst schon wieder, da wo wir die 13. Träne hatten vom Drachen. Genau hier. Da ja auch. Das ist sehr viel. So, dann will gleich wieder rausfliegen, ne, ist klar. Ups, haben wir gar kein Schwert. Dann natürlich jetzt doof. Eine Bilowaffe, oder wollte ich glaube zum Teil mal upgraden, noch gucken, wie ich das machen könnte. Natürlich auch so viele Waffen. Dass es ein Breitschwert ist. So breit ist das Schwert zwar gar nicht. Die kann macht. Gerne mal einen Einhänder erstmal wieder. Das Teil ist auch so hässlich. Komm, das Teil. Aua. Ich habe gesagt, ich habe lange nicht mehr gezockt, ich muss erst mal ein bisschen reinkommen. Oh, cool, danke. Ernsthaft? Ich sehe nichts, hallo? Na du? Na, geht wieder. Training beenden, Freunde, kann's wieder. Nein, da war Glück. Er holt eigentlich zur Seite springen. Nein, aufhören. Was ist denn das hier? Waldlanze. Na, lassen wir schön liegen. Ein doofer Baum. Das ist noch so ein Baum. Was ist mit den Gegnern hier los? Ja, ich sehe schon, wo ich durch muss. Das ist irgendwie schwierig zu erraten. Servus. Ey. Na? Ey! Was, die Klingen zerbricht auch schon bald wieder? Alter, ich habe meinen Waffenverschleiß nicht so aushalten. Oh. Stimmt, da war ja was, ne? Stachelöcken, lasst jetzt mal noch. Hä? Das Ding ist mir klar, aber... Oh. Okay, der ist fies. Oh, warte mal. Das war knapp. Also, warte mal. Nee, das lohnt sich gar nicht. So, ich brauche noch eine Waffe.
Hinox-Hammer. Also Mobbingbohrer. Nee. Blauer Breitschwebe, da kann er behalten, wenn es geht. Ich habe gerade überlegt, ob ich einen Ding machen soll. Den Wirbel. Ja komm, mach. Da hatten wir schon fast ein bisschen knapp bis von der Zeit her, weil er war ein bisschen nah dran bei mir. Ach so. Fies. Was ist ein normaler Ivarok, also. Immer so knapp vor der Fresse, ey, alter Schwede. Was? Was ist denn das gerade? Das hat voll gut funktioniert. Frechheit, sowas. Aber es hätte voll gut funktioniert. Vor allem die Zeit war an, trotzdem wurde nur noch getroffen, ne? So, komm, lieg ab. Danke. Das war's. Ein Ivarok-Herz. Das gönne ich mir. Ja. Denk mal, warum nicht, ne? Und Synthese oder Fusion. So. Jetzt haben wir eine gewaltige Angriffskraft frei, wenn er kurz unser Brechen steht. Okay, das finde ich ganz geil. Vor allem, wenn ich irgendwie so einen Gegner habe wie, ja. Was kann man da nehmen als Referenz? Nehmen wir an, so ein Ding. Ein Leune. Im Rücken vom Leune klettern und dann mit dem Teil drauf klatsche. Das klingt schon cool, so, aber erstmal die Waffen natürlich wieder loswerden. Und den Schrein aktivieren. Lalalala. Dir, dem Darbringen des Kristall, schenken wir ein Licht. Ja, dann schenk mal. Stimmt, weil ich kann es eigentlich gleich mal holen gehen. Krass, was gesagt, dass ich wieder herkommen konnte. Ja, ich hatte etwas Angst vor Monstern. Nee. Wir werden diesen riesigen Fels weggeräumt. Seltsam. Zutritt verboten. Oh. Ich glaube, es soll noch irgendwie 4 oder 5 Schreine geben. Im Wald. Raurus Segen bringt 7 Tage Regen. Ach ja, mit Rauru und so, ne? Oh, ein Diamant, schön. Also mittlerweile auch so, ja, eben sein letztes Mal ist ein bisschen Zeit vergangen und soll auch ehrlich sein, ne? Das Spiel selbst ist jetzt nicht mehr ganz neu, ne? Mittlerweile war auch schon über ein halbes Jahr erschienen, oder fast ein halbes Jahr schon. Und müssen natürlich ehrlich sein, die wurden natürlich jetzt mittlerweile auch schon gespoilert, zum Teil sogar ein bisschen freiwillig gespoilert, im Sinne von jetzt nicht dem, was ich jetzt gerade irgendwie machen bin, also gerade schon weiß, okay, dies und jenes und das wird so und so passieren, sondern eher halt vom großen Ganzen, ne? Also sprich dann der Endbosskampf gegen Ganondorf, ich glaube, so viel kann man schon mal verraten, weil auch jetzt nichts Besonderes ist. Dass eigentlich schon mal weiß, okay, wie der im Prinzip rein
von den, wie soll ich sagen, nicht kämpferisch, sondern von den Animationen, von den Szenen. Von den Cutscenes, besser gesagt. Wie der so aussieht. Und dann war es natürlich auch automatisch ein bisschen Gedanken, ja, 2 Stück schön, ein paar Gedanken darüber, ja, auch bezüglich der Story und allem drum und dran, ne? Also, beziehungsweise, wie gehört es in die Timeline? Da gibt es mittlerweile auch wegen Rauru und der Gründung Hyrules und so gibt es ja die verrücktesten Theorien. Wobei ich mich immer noch dieselbe Frage stelle wie auch, wie fast immer eigentlich. Wo wir gesehen haben in der Vergangenheit, auch mit Zelda, wenn sie da war, dass es damals ja schon irgendwie so ein Schloss Hyrule gab. Ist alles schön und gut. Was mich aber wundert, das Symbol des Hauses von Hyrule, des Königshaus von Hyrule, der Königsfamilie. Ihr seht es, erkennen wir zum Beispiel hier auf dem Schild drauf. Quasi mit dem Wolkenvogel, mit dem Triforce, wie wir es auch aus Skyward Sword die Geschehnisse, die Geschichte davon kennen. Nix. Die in der Vergangenheit von Tears of the Kingdom eben zum, ja quasi eigentlich schon Gründungszeitalter mit Raoul dem ersten König, nichts davon. Überall die Technologie und die Runen, die Zeichen von den Sonau. Also ja grundsätzlich auch cool finde. Oder fände. Aber warum haben wir dann in Gegenwart trotzdem wieder dieses Symbol, das altbekannt, also sonst aus allen anderen Teilen können, und kein Hinweis mehr auf die Sonau gehabt? Da muss doch irgendwas passiert sein inzwischen, weswegen dann man sich gesagt hat, jo, wir ändern uns jetzt mal wieder. Ich meine gut, Rauru und Sonja, die hatten zum Teil schon das Symbol des Triforce auf ihren Kleidungen und so drauf. Aber, naja, war halt, sag's mal so doof, wie sie ist einfach nur das Triforce fertig. Und sie jetzt auch fragen könnte, ja, okay. Wenn noch irgendwie einen Hintergrund hat oder so. Schwierig, Leute, schwierig. Wir haben ja auch schon deswegen noch ein paar Videos angeguckt, wie andere sich so die Timeline erklären wollen. Mitunter gibt es coole Referenzen, auch noch aus dem offiziellen Buch von Nintendo, sprich von Hyrule Historia. Gibt es ganz coole Dinge. Wo man sagen könnte, ja gut, das könnte so und so sein. Es gibt auch ein paar Punkte, wo ich auf Seite von Nintendo irgendwie das Gefühl habe, sie haben gar keinen Bock darauf, das Spiel irgendwie diese Fragen richtig zu beantworten. Wie zum Beispiel auch, wo man die Frage stellt, was ist eigentlich mit der Sheikah-Technologie passiert. Die ist einfach von Nintendo von offizieller Stelle aus, also ich spreche natürlich von dir aus Breath of the Wild, war. Die ist dann von Nintendo von offizieller Stelle aus, ja, sie haben ihre Aufgabe erfüllt und sind dann auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hatten. Okay. Also Titanen und so sind einfach alle weg. Dabei haben wir doch am Ende von Breath of the Wild, wo ja Ganon bereits vernichtet wurde oder versiegelt wurde, wie auch immer, das ist immer die Frage, was er da genau gemacht hat. Im Endscreen und im Abspann haben wir gesehen, wie mindestens, ich glaube es gerade 3 war, denn wir haben 2 Titanen gesehen, die noch da standen, wo sie gestanden sind. Und von Varuta war ja die Aussage, dass Mifas Vater irgendwie von uns möchte, dass wir uns das bitte mal anschauen. Ne, warte mal, nee, sie wollte einfach, genau. Er wollte eigentlich mit uns nur über seine Tochter reden, aber Zelda meinte, dass Varuta irgendwie aufgehört sich zu bewegen. Irgendwas mit dem Staudamm wieder irgendwie sowas ist. Ich meine, warum soll... Ja, das ist halt so ein Ding, wo man sich dann schon fragt, hä? Also direkt nach der Versiegelung war alles noch dann und eine gewisse Zeit später plötzlich alles weg. Und das ist die Erklärung von Nintendo. Finde ich ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Dann die Tatsache, dass ja offenbar keine DLCs geben wird, weil sie sagen, es ist alles erzählt worden, was erzählt wurde. Licht wie diesem da, oder? Das sind halt so Dinge, wo ich mir tatsächlich denke, so, ja, aber das klingt irgendwie schon so, als hätten sie gar keinen Bock mehr. Die ganzen Spiele. Warum auch immer ein Trailer sein darf. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass das Spiel mega geil ist. Oh, hallo Maserschwert. Das Spiel mega geil ist und so und aber trotzdem halt ein paar Fragen noch offen sind, auf die wir natürlich noch eingehen werden. Allein auch aus dem Grund, weil wir natürlich noch ein paar Dinge entdecken werden, die wir erstmal noch entschlüsseln müssen. Deswegen will ich jetzt hier noch nicht zu viel spoilern.
auf Dinge eingehen, die wir gar nicht gesehen haben, ne? Wäre ein bisschen schräg tatsächlich. Aber wir haben halt einfach so der Kenntnis oder die Erklärung bekommst, ja, es ist weg, weil es weg ist, im Sinne der Sheikah-Technologie. Falls sie ihre Aufgabe erfüllt hat, anstatt sich wirklich etwas Richtiges zu überlegen. Vor allem, wir haben gesehen, der eine Wächter im Hateno-Institut, der ist noch da. Ne? Also, weiß auch nicht. Und dann eben, wenn du erfährst, ja, es gibt aber keine DLCs mehr, weil sie wurde alles erzählt, was erzählen werden sollte. Du aber, das werden wir dann sehen, sobald wir das Spiel durchhaben, merkst, ja, warte mal, diesen ihnen fehlt noch als Erklärung. Da könnte noch fehlen, besser gesagt. So, was sagen wir mit dem Typen da? Er findet ständig. Die hauen auch einfach ab. Ist natürlich auch sehr unhöflich. Ach ja. Trotzdem bin ich gespannt, was denn das nächste Zelda-Spiel für einen sein wird. Wieder so Open-World-mäßig wie das hier. Und Breath of the Wild oder wieder komplett anders. Vielleicht sogar ein Remake im Sinne von A Link to the Past. Dann Port, ein Switch-Port, wäre mal eine Idee von dem Twilight Princess HD-Remake und Wind Waker. Oder vielleicht sogar ein neues, also neu in Anführungszeichen, die Art Ocarina of Time oder so. Naja. Also eben ein Remake davon, oder ein Port oder wie auch immer. Ja, wohin denn? Das ist ein grüner Wirbel. Ja, das ist schade. Oder auf eine Krogmaske oder was? Ein Versuch wäre es sogar wert, tatsächlich. Da ist sogar ein Schrein, mal abgesehen davon. Von der Insel am Himmel. Wobei, wieso eigentlich nicht jetzt gucken? Weil ich kann ja jetzt wieder zurückkehren. Ja, es ist ja was in der Nähe. Sagen wir es mal so. Also die Timeline-Geschichte ist immer so eine Frage, weil ich glaube spätestens seit... Ja, was hat mit Ocarina of Time angefangen, war? Auch Bezug genommen wurde auf A Link to the Past und so. Beziehungsweise umgekehrt, weil A Link to the Past Bezug auf Ocarina of Time genommen hat. Aber im Grunde genommen ist natürlich diese ganze Timeline-Geschichte ist immer ein bisschen meistens seltsam gewesen. Außer bei Skyward Sword war es relativ klar. Trotzdem war es cool. Finde ich bis heute noch eines der geilsten Spiele, was die Story betrifft. Ne? Ich habe mir auch schon öfters vorgestellt, wie so Skyward Sword mit der Open World, aber von so einem Spiel. Im Sinne von, dass du auch nachts und so fliegen könntest und das Gebiet absuchen könntest und so. Das wäre irgendwie schon cool. So, gehen wir kurz rüber. Ja, da müsste es sein, weil ich sehe es ja. Korrektur, ich saß. Tada! Ein ganz besonderer Ort geschafft. Ah komm, wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon mal hier bin, nachher noch die eine oder andere Sidequest mache, ich glaube, ich kann sogar mit den Schreinen ein bisschen kombinieren. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, wa? Was? Oh! Besuche Schreine liebe natürlich. Aber ein Schrein ist auch so ein Thema, wa? Das war ja schon bei Breath of the Wild so, wo man sich gefragt hat, muss es so viele Schreine geben und die wiederholen sich vom Muster her und so.
Ja, ich muss zugeben, ein bisschen schwierig. Zum Teil finde ich es ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich halt mehrere solche Schreine hätte, die Raros Segen, eine Sidequest gemacht haben und dann einfach so einen Schrein kriege, hätte ich gar nichts dagegen. Aber viele Schreine sind halt doch irgendwie, machst du elend lange. Dann der nächste dauert aber auch wieder elend lang, ist halt sogar mehr oder weniger eine Kopie vom anderen. Oder so, wenn es irgendwie um Kampftechniken geht oder so. Ja, es empfindet er wieder, muss man leider auch ein bisschen sagen. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ja, was soll es auch sonst schenken? Das Segenslicht. Das Segenslicht. So, dann hätten wir das ja auch wieder. Hat das eigentlich was gemacht. Jetzt fehlt hier sicher noch ein Schrein. Ich glaube, sind sogar noch mehrere. Mal gucken. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Ich wollte nicht mehr so lange Folge machen wie auch schon. Also eigentlich so 40, 45, so Maximum herum jetzt. Ich meine, das Spiel ist so groß, du kannst ruhig ein paar mehr machen und ein paar längere Folgen machen. Aber muss ja auch dann nicht allzu lange sein, ne? Ja, wie gesagt, ne, also gewiss, ich sage jetzt mal, natürlich, es ist ein Nachfolger zu Breath of the Wild. Es gibt Dinge, die neu sind, das ist ja auch alles cool, aber zum Teil die Erklärungen dafür finde ich eher ein bisschen dürftig. Gerade ebenso mit der Sheikah-Technologie oder wiederum mit der Technologie, was ist das da vorne? Am Pilz. Sheikah-Technologie oder Sonar-Technologie, ne? Wenn man sagt, jo, das heißt eine Sonar, die ist eigentlich sogar cooler. Bis aufs Teleporten, von uns halt wieder das Sheikah-Pad, also ne, Pura-Pad, also eine Sheikah-Technologie, naja. Teleportbaum, cool. Von Markus. Du, 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 du. Ja, der Wald, der Krox. Oh, da ist noch einer. So hübsch. Er ist so grün, findest du nicht auch? Aber ein echter Glückspilz. Gib ihn mir. Was, willst du meinen Stein? Nix da, ich habe ihn gefunden. Eine kleine Sache. Okay. Goldäpfel. Schon Stamm für Futter für die Seele, sondern wir nicht besänftigen. Das stimmt. Hm. Sonst bleibt der Stein bei mir. Tja. Doof, war. Natürlich habe ich Goldäpfel bei mir, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, kann ich trotzdem mal. Warte mal. Kurz gucken. Ja, markiere es mal so. Holen wir uns Goldäpfel. Warte mal. Moment. Verzeihung, muss ich kurz niesen. So. Ich guck mal, wie stark das Masterschwert ohne Fusion ist. Ich brenne. Ach was. Danke, Spiel, dass du mir das noch sagst. Du hast keinen Goldapfel da. Es wird immer die Basisstärke von 30 wie damals bei Breath of the Wild. Das ist zum Teil ein bisschen schwierig herauszufinden. Nein, Link. Nicht Bäume schieben.
Na, Mist, komm schon. Trainieren, trainieren. Hallo, ich wollte sagen, trainieren. So, jetzt. Okay, da haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Hä? Ja, eben, ne? Ein Waldschild. Warum nicht? Vielleicht brauchen wir irgendwie was gegen Strom. Da wäre so ein Waldschild gar nicht mal so schlecht. Und dann das haben wir noch, weil ich habe eh genug von... Ja, von denen hier, von Schild mit Ritterschild und so. Die Rede war ja von einem Moorsumpf, wa? Aua! Dankeschön, Leute. Ja, der Endgegner ist nicht Ganondorf. Nee, es ist der Moorsumpf. Bin auch schon mal gespannt, ob wir irgendwie mal noch einen Hinweis darauf bekommen, wegen der Verknüpfung zwischen Ganondorf hier aus dem Spiel oder aus der Vergangenheit und von, naja, von Ganon. Dem guten alten Ganon aus, ja, komm schon, genau. Breath of the Wild. Was Vernünftiges drunter? Nee, wa? Ich meine, Holz. Es ist Holz und Holz schwimmt, okay, aber... Ne, das Holz schwimmt nicht. Nein, tut's definitiv nicht. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, was ist denn das? Ein Stein. Okay. Um das Floß zu versenken oder was? Ja gut, ich meine, ich kann natürlich auch was bauen oder so, ja? Und Greifhaken wäre jetzt natürlich auch geil. Dann vermisse ich eh, war seit 2 Spielen kein Greifhaken mehr. So. Jetzt kriegen wir nicht raus. Das zwar schon. Aber das bringt natürlich auch nicht viel. Aber es ist nur ein Brett, wieso habe ich nicht mehr? Dann kann man natürlich irgendwas anderes zusammenbauen, das ist auch kein Problem. Ja, das ist die scheiß Truhe. Nee, komm. Da machen wir es doch anders. Aua! Ich wollte eigentlich ursprünglich noch was draufbauen, aber dann dachte ich mir gerade, ist gar nicht nötig. So, wo soll ich mein Ding jetzt hin? Hä? Ist versunken hier drin oder was? Die müsste noch hier sein. Naja, sagen wir so, versunken, ja, aber sie ist noch da.
Also bin ich aber so schnell unterwegs, ey. So. Ah, da haben wir die Goldäpfel. War da was? Eine Route. Eine Route war da noch hier. Du. Okay, okay. Ja, ein paar Goldäpfel hier. Ich meine, ich kann es natürlich markieren auf der Karte. Man weiß nie, wann man es plötzlich mal brauchen würde. Kochen, aber irgendwie ein anderes Symbol dafür. Schwierig. Und das hier kam. Ist auch ein bisschen Natur. So. Zurück. Ja. Link. Ach ja. Trotzdem muss ich sagen, ich werde dann, je nachdem, was dann eben das nächste Spiel oder so, das Zelda-Universum sein wird. Du hast vorgestellt, dass es auch ein neues Halo Warriors geben wird. Wird das Spiel eigentlich noch anbieten. Obwohl wir ja eigentlich mit Breath of the Wild oder Age of Calamity dann das Halo Warriors Spiel dazu, hatten wir eigentlich schon ein sehr gutes und passendes. Jetzt können wir sich eigentlich hier theoretisch sogar sparen. Mal gucken. Dein Ernst, Link? Junge, manchmal denke ich mir so, eine Fahrschule wäre nicht schlecht, Alter. Ja, ist ja natürlich schon cool, man. Die ganze Sonar-Technologie. So. Was aber schade finde, ist, dass das Teil nicht irgendwie zwischenparken kann oder sagen kann, hey, jetzt habe ich es gebaut. Also das Geld wieder irgendwie auseinanderbauen. Weil du brauchst gar nicht mehr. Das ist so ein Punkt, der mir persönlich noch fehlt. Aber ja, man kann nicht alles haben, wa? Den Markio ist lustigerweise hier. Wald der Crocs, ja, sind wir wieder. Kumpel, dann den Goldäpfel. Also, natürlich noch ein bisschen mehr gehabt, aber extra auf Sammeltour gewesen für dich. So, du musst natürlich wissen, wo zum Henker ist jetzt der Stein, wa? Bringe den Kristall in den Ort da, den das Licht zeigt. Sehr gut, da vorne ist auch mein Gleiter noch. Oder Hoverboard oder wie auch immer du es nennen willst. Aha, ja schön. Das hat sich ja gelohnt, Freunde. Dir, dem Darbringer des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis bannt. Und vor allen Dingen, nebst dem vorhin erwähnten, von wegen, ja, Greifhaken und so weiter, wieder mal geil für ein Zelda-Spiel. Ich hätte auch gerne wieder mal das Triforce. Das sieht vielleicht das eine oder andere ein bisschen anders, aber ich bin da schon eher einer, der sagt, vor allem wenn Ganondorf da mitspielt, der war eigentlich immer dann dabei, wenn es um das Triforce ging. Und hier plötzlich, also zumindest bisher, einfach so, ja, ich habe kein Interesse am Triforce, keine Ahnung, wo das ist. Will ja diese Tränen haben. Für den Sonau. Vielleicht singt dir, gibt ja auch eine Theorie dazu, kann ich vielleicht mal an der Stelle mal erzählen, dass die, ja, die Idee dahinter war oder ist,
diese Tränen oder diese Steine der Sonau, dass das eigentlich sogar, dass man die aus dem Triforce herausgebaut hat. Also der Ursprung davon ist eigentlich das Triforce. Wäre irgendwie spannend, die Idee. Mächtiges Sonanium-Schwert, die Waffentasche ist voll, das ist natürlich doof. Aber nichts, was gerade kurz um zerbersten ist. Sonanium-Schwert trotzdem gern dabei. Warte mal, das Breitschwert. Breitschwert. Hammerschwert, da ist noch ein Breitschwert, da haben wir irgendwie viele, oder? Komm. Wobei man natürlich auch vorstellen könnte, da wir wissen, dass Breath of the Wild und so, irgendwie hat es auch was mit 10.000 Jahren zu tun, seit Ganon das letzte Mal aufgetaucht ist. Hier wiederum auch, seit Ganondorf aufgetaucht ist, ob das wirklich so sein soll, kein Plan. Da haben man sich da irgendwie ein bisschen verirrt. Und der sogenannte Siedlungskrieg oder Versiegelungskrieg da mit Ganondorf, der ist 10.000 Jahre her und das mit Ganon und so, der taucht irgendwie halt alle 1.000 Jahre auf, weil, ganz ehrlich, etwas, was so lange her ist, kann durchaus auch mal verloren, vergessen gehen oder falsch interpretiert werden, vor allem von der Zahl her. Du sagst, hey, das sind gar nicht 10.000 Jahre her, sondern es ist 1.000 Jahre her. Als Beispiel. Wenn es so lange her ist, vielleicht gibt es das Triforce insofern gar nicht mehr, oder aber es ging in Vergessenheit. Wieso das nur sein soll, kein Plan, aber hey. Wenn ich natürlich auch zugeben muss, vorhin erwähnt habe, ja, Ganondorf und Triforce gehört zusammen. Das stimmt zwar schon, aber es war ja eigentlich immer derselbe Ganondorf. Und zwar der aus Ocarina of Time. Das war derjenige, der auch in Twilight Princess, The Wind Waker und auch in A Link to the Past war immer derselbe. Der war hinterm Triforce her. Weil der Ganondorf, Schrägstrich Ganon aus zum Beispiel Four Swords Adventures, das war ein anderer und der hatte gar kein Interesse am Triforce. Nur zumindest nie gesagt. Naja. Und sei, Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wenn wir heute die Folge, nächste Folge machen wir, glaube ich, den Schrein hier direkt auch noch, weil ich gerade schon dabei bin. Und dann, wenn wir mit den Sidequests hier durch sind, können wir durchaus vorstellen, dass wir uns dann mal auch noch Jagd nach neuen Schreinen machen. Gegengewicht. Oh. Ja, das Gegengewicht, das brauchst du auch im echten Leben immer. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh Mann. Also Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Da mal gucken, wie viele Schreine wir noch machen oder Sidequests und so. Aber dann doch endlich mal tun es mir mal so ein bisschen in die Wangen kneifen und sagen, hey, jetzt suche endlich mal diesen verdammten Lichtdrachen oder Weißdrachen oder Zelda. Für die ganzen Upgrade-Materialien. Wir wollen doch irgendwann mal das Spiel beenden. In 10.000 Jahren, ne? Da ist eine beliebte Zahl bei diesen beiden Spielen. Oh Mann, ey. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.